Am ganzen Land gouf am Oktober und Kommemoration national geduet, eso och zu Beeteburg am Jugendhaus. Hei lucht de Schwerpunkt awer bei de Scouten awer si d'Resistenz während dem Zweite Weltkrieg gemacht hun. De Guy Dockendorf, Präsident vom Comité pour la Mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, huet es méi detailiert zu der Versammlung gin. Et war den noch de Guy Dockendorf, den durch Konferenz geleet huet. Wie déicht konnten awer die Jung Scouten am Publikum zu Wort kommen, sie konnten nämlich den Experte Froe stellen, a während der Konferenz as noch probiert gin, op déi ze entferen. Mehr wollte vum Guy Dockendorf wissen, wat hin er motiviiert huet, wie auch haut nach mat Jugendlichen Studiereesen an KZ zu machen. Mein Pap war politische Prisonnier am Zweiten Weltkrieg, weil an der Resistenz war, und so wie viele andere am KZ verschläft gehen, Mauthausen, Ebensee und so weiter. Wir fuhren sind 54 Jahre vor mir mit Junkeleit, einmal am Jahr, wenn nicht mehr möglich ist, op Mauthausen, op Melk, op Ebensee, einfach fir ze weise wat do war. Wir waren noch dëst Joer am Mai, war man mat enger Klasse vum Lycée de Garçons Mounèche, mat 21 Leiit, 25 Mädchen, 3 Jungen, hier en Enseignant, den Gianni Miersch an noch den Noemi Borges, war man hin, dat war fir Eis eng ganz flotte Experiz. Mauthausen gilt als ein extrem grausames Lager. Prisonnier sollten heu bis zum Tod schaffen. Natürlich wird den Ölzig-Kanal die Reise auch dokumentiert, an den Film, die auf dieser Konferenz gewiesen. Bei den Invitien von der Konferenz war auch dann am Monaco, der selber auch Schülerin am LGE war. Hat du uns erklärt, wer der Sängermasterarbeit geht? Ja, also schon einen Master an der Geschichte gemacht auf der UNILU. Mein Masterarbeit ist eben über die Scout an der Resistenz. Ich habe mich auf männlich katholische Scouten basiert. Der Beweggrund, wieso ich das Thema ausgesucht habe, war ganz einfach. Ich war 10 Jahre lang selber aktiv Member des Scout und Painting und das war eben immer so gut gehört. Ich dachte, okay, darüber. Das ist aber ein Thema, wo nicht viel erforscht wird, wo vielleicht noch viel mehr erforscht müsste gehen. In generell die Jugend und die Resistenz. Und ja, das ist meine Hauptfragen an der Arbeit sind eben, wie waren die Scouten, was tun sie gemacht, auf welchen Movementen waren sie, ob es mehr am Süden oder mehr am Norden. Und da sind ganz viele flotte Resultate rausgekommen. Leider waren es noch mehr Fragen, die unbeantwortet waren, wie beantwortet. Aber das muss ich nicht mehr da bestrechen. Ja. Heute Mittag sind wir zusammengekommen, weil die Gemeinde Beeteburg mich gefreut hat. Die Jugendlichen gut mein Papa kann, ich bin von Beeteburg und meine Eltern haben gewohnt. Und mein Papa hat ganz viel auch für Jugendliche gemacht, er hat ganz viel Gruppendynamik, Kurse gehalten für junge Leute, er hat ganz viel Camps gemacht, er hat auch ganz viel Erinnerungsreisen gemacht, respektive dass er an die Schule gegangen ist. Und wir wollten eigentlich die Message, den hin, also den Kollegen, Martin Brücht und die war, dass viel Schreckliches geschieht. Aber es sind so viele Leute, die zusammengehalten und die internationale Solidarität an der KZ, was etwas, was die noch heute braucht. War das der Lo schlussendlich dabei rauskommen, was ging der Lo dann in Zukunft machen? Sind relativ jung Scouten, also wie den Herr Dockendorf gesagt hat, die meisten ganz viel in 26 Jahren, wo eben aktiv gegen das Nazi-Regime resistiert haben. Und was ich mit der Arbeit bewirken, also eben die Leute zu weisen, okay, das ist nicht nur die Großen und die älteren Leute, aber eben auch ganz viele Jugendliche, also sich daran engagiert tun, etwas für das zu machen. Ja. Eine ganz interessante Konferenz also zu Beeteburg am Jugendhaus, wo dann hoffentlich auch die eng oder einer Frau beantwortet gehen.